Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. So, jetzt habe ich hier auch den Weg gefunden, wie es weitergeht. Und, ist das richtig die Truhe? Ja, da ist ein Zelt drin. Und hier, bist du Fake? Oder, nee, da ist sogar Phönixfeder drin. Alle hopp. Ach, wie geil das hier gemacht ist, oder? Generell alles hier. Ah, das war Mimik. Okay, wie geil generell das Design vom Burmetia ist. Mit den vielen Drache-Elemente, obwohl die Einwohner so Rattenmenschen sind. Ich finde das schon ziemlich cool. So. Was ich aber nicht cool finde, sind Typen wie dich. Die können wir hier nicht besonders leiden. So. Ich spring mal A. Unser alter Sidan kann man draufhauen. Und du kannst mal probieren, den zu knuspern. Oh. Hätte auch auf sie dann zu knete und zu fressen. So, ansonsten machen wir noch ein Feuer drauf. Okay. Ja, ruft Hilfe, aber Kenny kommt. Und... Ach, das Vieh ist nicht genießbar. Okay, so können wir generell drauf schlagen. Na gut. Gut zu wissen. Und ist eh schon tot. Jetzt ist er tot. Hau den Lukas hat Quina gelernt. Äther und eine Mimikkarte gibt's auch noch. Okay, hau den Lukas hat Quina gelernt. Das heißt, es könnten andere Huttrager. Da das andere nicht lernen kann, kann er genauso gute Zipfelmütze tragen. Ist definitiv besser für ihn. Von der Werte her. So. Oh, da sind wir jetzt schon auf dem Vorplatz zum Schloss. So, daneben gibt es noch eine Hütte. Und da links gibt es auch noch eine. Ah, okay, da ist der Mokri. Dann mag ich vorher noch Dora gehen. Hab nur gewusst, dass irgendwo einer ist. Stimmt, du hast ein neues Speer für Freya. Sehr gut. Gibt's hier keine Waffen mehr, die man noch gebrauchen kennt? Der Speer. Das sieht aus, als könnte man den gebrauchen. Gut ausbalanciert und leicht zu führen. Mithril-Speer. Umso besser spielst du mit ein paar Schwarzmagier für mich auf, okay? Oh, du blöder Babsack. Ups, ich mein Frau Gosch, war nicht so gemeint wie. Ich weiß. Tabschädel. Aber. Ach, schon gut. Bei dir ist die Gosch halt immer schneller als das Herrn. So. Dann, legen wir das Ding doch mal an. Jagdspeer. Ja, Drachentöter muss er halt noch lernen. Fafnirs Wind kannst du damit lernen als Angriffstechnik. Kannst du noch woanders Drachentöter lernen? Dann pfeift er mal aufs Drachentöter und nimm mal Fafnirs Wind mit dazu. So. Drachentöter kann man dann auch immer noch lernen. Dann gehen wir nochmal zum Mokri. Und Freya ist es sowieso nicht so häufig in meiner Gruppe, insofern halb so wild. Donnerstock gibt's noch. Oh, ist niemand da? Ich will mal jemand zuvorkommen. Naja, wenn du mal hier bist, mach schon was abkaufen. Donnerstock, da kann er dann Blitzrade lernen, nämlich an, ne? Das wird aber gleich sein. Von der Werte. Genau, 860. Blitzra und Gift kann er dort lernen. Dann sollten wir aber zuerst der Eisraff und Gletscherstock lernen, bin ich dafür. Danach kann er das Ding dann nehmen. Das ist absolut kein Thema. Gut, dann kaufen wir aber die Eisstiel-Skin. Das 3-Teile-Set bestehen aus Goldnadel, High Potion und Äther für 333 Gil. Ja, nehmen wir. Das ist sogar recht günstig. Besten Dank, auch mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reise gehen. Und gehst du wie aus Kübeln hier. Mock Shop gibt's sogar. Atura. Mistgabel gibt's noch für Quina. Nehmen wir einfach mal mit. Kristallarmreif. Mithrilfäustling, Zipfelmütze.
Xufus Hut, Filzhut. Ah, Barbuta. Dann nehmen wir auch mal 2 mit. Dann haben wir noch so einen Filzhut auch mit. Bronzeharnisch. Kaufen wir auch noch einer. Ja, komm. Zauberküras hatten wir vorher schon. Potion. Da holen wir uns gleich wieder 27. Da holen wir uns gleich nochmal 4 dazu. Damit wir auf dem glatten Viertel sind, auch wenn es gerade die Zahl ist, aber egal. Und das war's dann erst einmal. Dann rüsten wir unser Leut nochmal aus. Vollmond. Ah, das lernt er auch durch die Mischgabel. Aber die ist deutlich stärker. Die macht gleich mal 13 mehr Schaden. Dafür lernt er immer nur eher Ability davor. Zipfelmütze, Filzhut, Zauberabwehr hoch. Ha. Okay. Gut. Seitenhemd, du können wir den Bronzeharnisch nehmen, genau. Kann er Götterspeise lernen und vom Halstuch lernt er gerade Habgier. Insomnia kann er dafür auch noch lernen vom Korallenring. Okay. Moment, Barbuta war, glaube ich, noch bei der stärker gerüsteten Leute. So, Eisenhelm. Barbuta, Holzauge und Drachentöter. Na, Allah. Wozu braucht man dann der... Wie ist der? Der Jagdspeer, wenn man Barbuta auf dem Kopf hat. Sehr schön. Und was bringt es noch? Barbuta bringt Holzauge und Drachentöter. Da kann Steiner wahrscheinlich Holzauge lernen und vielleicht auch Drachentöter davor. Schauen wir mal. Okay, sehr schön. Dann habe ich für dich noch was im Mognet. Von Mog an Atura, genau. Bitteschön. Vielen Dank, dass du meinen Brief vom Mog gebracht hast, Kupo. Von Mog an Atura. Stilskin scheint auf dem Weg zu dir zu sein, Kupo, aber ich weiß es nicht genau und um ehrlich zu sein, habe ich ihn noch nie getroffen, Kupo. Wenn du ihn triffst, sag mal bitte, was der so von Mogri ist. Gerüchte zufolge soll er ihre Welt gerade auf dem Rücken haben und dass er lauter seltene Items in seiner Tasche mit sich durch die Welt trage, Kupo. Stilskin ist schon ein Tausendsasser von einem Mogri, Kupo. Nimm das zum Dank, Kupo. Ah, noch eine Kuponuss. Und eine Bitte, das geht an Mohana. Alles klar. Danke, Kupo. Das war's dann nur mit euch? Ja. Okay, gut. Du hast ja gerade über den Brief gehabt. Dann gehen wir noch ins Zelt. Anscheinend zusammen mit dem Mogri und mit beiden Mogri, sowohl mit Atura als auch mit Stilskin. Okay, dann speichern wir hier nochmal. Das ist jetzt nämlich kurz vor Ende von CD 1. Wie gesagt, ich muss keine eigentliche CD einlecken. Aber damals war es bei den 4 CDs von Final Fantasy 9 auf der PS1 Ende von CD 1. Noch Burmetia, Ende CD 1. Und das endet auch mit einer Filmsequenz wieder. Okay, das sagt nach wie vor, dass es wie aus Kübeln gießt. Das haben wir schon mitgekriegt. Und dann können wir jetzt zum Palast. Hier steht ja auch kein Ziegel mehr auf dem anderen. Freya, ich freue mich, ob der König überhaupt noch... Wie es mir gerade Lilly geht. Sprechen wir sie doch mal. Ich weiß nicht recht, was ich sagen soll, aber... Freya, wenn ich auch nur irgendwie deinen Schmerz lindern kann, dann sag mal wie. Und lassen sie vielleicht mal in Ruhe. Vivi, ich denke, wir lassen sie für eine Weile besser in Ruhe. Irgendjemand ist dort. Freya. Ach du liebe Zeit, du hast aber mal einen Satz gemacht. Ich kann die Anwesenheit mehrerer Personen im Palast spüren. Dummelteich und klettern mal noch, mal lieber. Klettert mir noch, sagt sie leichter gesagt als getan, mein Livi. Ja, Vivi hat Stummelbä und ist ziemlich kläh und Quina ist fett wie noch was und hat auch einen sehr U-förmigen Körper. Das wird nicht so einfach gehen. Naja, dann wollen wir mal. Ich denke, sie danke noch am ehesten klettern von Denner. Ey, komm schon, trau dich. Ja, gut. Aussichtslos, was? Nicht so tragisch. Find irgendwo einen Durchschlupf und komm uns noch. Am Palast gibt's bestimmt lauter leckere Sachen. Ich komm ganz sicher auch noch. Ja, der ist uns auch mal wieder riese Hilfe hier. Okay, sie dann kann ja noch als Dieb am ehesten klettern. So, da ist die Königin. Das ist doch...
Und die Rattestatuen dazu noch. Ich hab's geahnt. Was wird denn da damit, Sarah? Ich bin nur deswegen noch Bormetia zurückgekehrt, weil mir das Gerücht zu Ohren gekommen war, dass Branes auf Bormetia abgesehen hat. Sag mal, die Frau links, das ist doch Alexandrias Generälin Beatrix, oder? Oh, jetzt bin ich auch gegen den Pop-Up von meinem, auf der Filter von meinem Mikro gestoßen. Das ist also Beatrix. Ja, Blickse. Lässt selbst ein weinendes Kind verstummen, so erzählt man sich. Aber es ist das erste Mal, dass ich sie mit eigener Haare sehe. Beatrix also. Beatrix? Ja, Beatrix. Mir wurde zugetragen, dass es auf der Welt noch viele Krieger gibt, die mein Können bei weitem übertreffen. Und dann befindet sich ja Beatrix, deren Schwerttechniken nicht nur in Alexandria, sondern auch auf dem ganzen Kontinent urgefochten sein sollen. Du wirst der Meinung nicht ändern, oder? Du lässt mich zurück und gehst auf Reise? Ja, bitte versteh mich, Freya. Noch herrscht Frieden in Bormetia, aber das Rüste in anderen Ländern hat bereits angefangen. Ich will rausfinden, wie gut ich im Ernstfall Bormetia mit meinem Speer verteidigen kann. Deswegen muss ich die Welt bereisen und mich mit dem mächtigsten Krieger aller Kontinente messen. Fredly, ich weiß nicht, ob ich ohne dich leben kann. Freya, du bist stark genug, du kannst. Glaub an dich selber und glaub an dein Schicksal. Wenn ich die ganze Welt umrund hab, dann kehre ich nach Bormetia zurück, das verspreche ich da. Kann ich dir das Sklave? Ja, natürlich. Doch, Fredly, bist nie zurückgekehrt. Alles, was von dir geblieben ist, ist das Gerücht, du wärst in einem fremden Land gefallen. Aber das konnte ich nicht glauben. Ich wollt's nicht glauben. Bevor ich dich nicht mit meiner eigenen Haare tot gesehen habe, habe ich mal geschworen, es nicht zu glauben. Und deswegen bin ich rausgezogen in die Welt. Was hast du, Freya? Nix, es ist nix. Nur ein bisschen in alte Zeiten geschwelgt. Die stehen da im Regen rum, die ganze Zeit wie die Ölgötze oder die zwei Frauen. Denkst du immer noch an? Da vorne tut sich etwas. So. Du Herr Mann, naja, mysteriöser Mann. Und ja, auch wenn er denn in der Videosequenz sehen, es soll tatsächlich ein Mann sein. Welch herrlicher und köstlicher Regen. Fast so, ja fast so, als wollte Himmel unseren Sieg segnen. Oh, Kuja, dank der von dir gelieferte Schwarzmagier ist Bormetia schon so gut wie erobert. Aber ausgerechnet der König habe ich noch nirgends aufspüren können. Wenn wir uns nicht des Königs entledigen, dann werden die widerliche Ratte in ihre Löcher wieder zu Kräfte kommen. Und wer weiß, was für törichte Ideen die dann vielleicht noch kommen. Also, Generälin Beatrix. Ich beauftragt umgehend Zorn und Zorn mit einer Durchsuchung von der ganzen Stadt. Ach, ich werde an der Suchaktion teilnehmen. Wenn das nur keine Zeitverschwendung ist. Bitte? Wisst ihr das denn nicht? Ratte kommen aus ihrer Löcher gekrochen, wenn es ein Erdbeben gibt, und fliehen. Desmal sehen sie sich in Desmal haben sie sich in der schützende Sand verkrochen. Sehen im wahrsten Sinne des Wortes der Schwanzei gezogen und sind abkauer. Ach ja, der König übrigens alle voran. Sand? Du meinst ja noch etwa... Moment. Nee, du meinst ja nicht etwa Clara. Wenn sie wirklich noch Clara sind, dann macht es die Sache aber urangenehm kompliziert. Clara? Könnte man den Sandwirbelsturm durchdringen, während Angriff mit meiner Einheit leichtes, aber... Sind die tatsächlich in Clara, dann war es das für uns. Kuja, kannst du dann nichts mehr damit deine Kräfte bewirken? Bitte, setzt euer Vertrauen in mich. Es soll mir zu höchster Freude gereichen, euer Hoheit das Spektakel bieten zu dürfen, welches euch hoffentlich zufriedenstellend in der Lage sein wird. Ich hätte auch die Bitte an euch, Generälin. Könntet ihr denn vielleicht alle eure Truppe vor Clara zusammenziehen und in Position bringen? Die Ratte werden sicher bis aufs letzte Widerstand leichter. Vielleicht reichen mein schwarzer Magier allein nicht aus, um sie auszurotten. Hast du das gerade gehört? Ja, aber wer ist eigentlich der urheimliche Kerl, der da baufrei rumrennt? Tja, da bin ich überfroht. Clara, haben Sie wirklich die legendäre Stadt Clara gemeint? So ist es. Seit sie jeglichen Kontakt zur Außenwelt abgebrochen sind, wo bald 100 Jahre vergangen.
Sie hätten also doch bis nach Clayra gepackt. Da werden sie für eine Weile in Sicherheit sein. Was ist denn Clayra überhaupt für eine Stadt? Clayra wohnt ein Volk, in dessen Adern dasselbe Blut wie in der vom burmezianischen Volk fließt. Wir hatten in einer kleinen Streitigkeit vor langer Zeit dort einen Keil zwischen unser Volk getrieben. Jetzt leben sie zurückgezogen und friedlich in ihrer durch den Sandwirbelsturm geschützten Stadt, sagt man. Hey Freya, du kommst schon wieder wer? Oh nee, sie werden doch nicht etwa... Ja, eine weitere Schändung von unserem geliebten Land lassen wir nicht zu. Tja, ihr wollt euch tatsächlich mir, Beatrix, zum Kampfsteller? Beatrix? Euer Mut zumindest verdient durchaus Anerkennung. Aber glaubt ja nicht, ich wär Gnadezeiger. Wupp. Warte, Beatrix. Wenn sich dir jemand zum Kampf stellt, so sind wir es. Überlassen uns das Feld hier, kümmere du dich um den König, mein Bester. Vergibt uns, Freya, wir vertrauen auf euch. Ich glaube, das Meisel unterschätzt mich ein bisschen. Für mich, die ich auch unter dem geflügelten Name 1000 Trolle mit einem Streich bekannt bin, ist alle die Vorstellung, gegen euch zu kämpfen, fast schon beschämend. Jo. Die ist auch tatsächlich etwas zu stark. Die alte Beatrix ist durchaus eine sehr fähige Schwertkämpferin. Und wir haben sie zweimal, glaube ich, als Gegnerin und einmal haben wir sie tatsächlich auch mal als Verbündete. Das ist dann sehr cool, was die drauf hat, die Frau, wenn man sie selber spielen kann. Wir nichtsdestotrotz klauen wir einfach so gut wie möglich und machen die fette Zauber auf so. Phönixfeder geklaut, okay. Engelsspeise können wir mal ausprobieren auf uns alle. Gucke, was es bringt. Ja, das ist eine ziemlich fiese Attacke. So viel dazu. Ja. Gegen Beatrix haben wir sowieso nicht gerade die große Chance, deswegen. Lieber klaue, was das Zeug hält. Und, Moment. Ja, lieber klaue, was das Zeug hält. Und so viel Schade wie möglich reiße. Es bringt hier nichts, dass ich irgendwelche Phönixfeder rausschmeiß, obwohl auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ist der Kampf optional gewinnbar? Ich weiß es schon gar nicht mehr, ob der tatsächlich auch gewinnbar ist und dass er dann irgendwann sagt, ja, ich habe jetzt genug. Ich glaube, man muss ein gewisses Schadenslimit erreichen, dann bringt sie uns alle mit einer Attacke um. So. Und noch mal einer hinterher. Zack. Ja, Vivi macht schon sehr gut Schade. Und Speer wieder von aber. Tod von oben. Und wieder Diebstahl fehlgeschlagen. Das gibt's doch gar nicht. Oh. In 100 Jahren wären der Mann ja nicht ewig bürtig. Exekutionsschlag. Ja. Seht nur, wie schwach ihr seid. Das war's dann mit uns. Aber wir sind nicht tot. Naja, außer Quina. Ein naiver Einfallspinsel. Jemand, der es mit mir aufnehmen könnte, gibt's wohl auch in dem Land nicht. Beatrix, bist du endlich fertig? Und dann beginnt sofort mit den Vorbereitungen für unsere Invasion in Clayra. Ja, meine Königin. Nun, die widerliche Ratte sind kein Problem mehr. Der kleine Bu hier schon eher. Und das ist die letzte Videosequenz auf CD 1.
Ja, und das war Kuja. Wie gesagt, der ist optisch stark gewöhnungsbedürftig, eben wegen diesem baufreien Top und weil der halt äußerst androgyn aussieht. Aber das hat man ja schon bei Chrono Trigger mit Flea. Das ist in japanischer Kultur halt nichts Außergewöhnliches. Das sind ja androgyne Männer als besonders schön, werden die dort empfunden. Naja, andere Kultur und so. Auf jeden Fall ist es eigentlich ein ganz cooler Charakter, finde ich. Wenn der dann mal später ein bisschen mehr vorkommt, ist der definitiv sehr cool. Bisher wissen wir nur, dass er ein Verbündeter von der Brane ist und anscheinend die Schwarzmagier produziert und liefert. So, dann wieder zurück am Südentor. Aber es ist eine unruhige Zeit, war. Was ist denn da mit der Welt passiert? Na, der babbelt schon Bormetia, oder? Die wurden ja angeblich von einer völlig unbekannten Armee von Zipfeln mit selber rennt. Und was mache ich, wo ich jetzt in Zeiten wie Denner endlich meinen Mut beweisen könnt? Ich schiebe an einem einsamen Ort Wache. Seid da froh, ich persönlich mag ja eigentlich Krieg und mag deswegen auch nicht in die verwickelt wäre. Aber sag mal, war der Alte mit dem Gesicht im Breitformat und einem Sack voller Schweißgurke nicht auch ziemlich verdächtig? Nö, finde ich eigentlich nicht. Hä? Ich hab gedacht, du hättest schon am Meister verdächtigt. Mein misstrauischer Blick ist mir angeboren, das bist du doch. Ich sag's dir einmal, also schreibst du in die Löffel. Ohne Gurkenliebhaber gibt's keine böse Menschen. Die einzigste Art von Gurke, die ich nicht essen kann, sind nun mal die ekelerregende Schweißgurke, aber irgendwie beneide ich doch den Alter. Kann sein, dass dich die meiste Leute falsch verstehen? Gut möglich, sonst wäre ich jetzt wohl nicht hier und würde ruhige Kugel schieben. Okay, dann sind wir jetzt wieder da angelangt. Und schaffen dann zufolge, wenn wir bald den Gipfel erreichen. Prinzessin? Fräulein Lilly? Nee, es war ich geschlafen. Steht aber alles neben drauf wie ein Eimer. Prinzessin scheint mir dem verruchten Gerücht über Königin Brane tatsächlich Glaube zu schenken. Aber es ist völlig absurd, dass Königin Brane Krieg anfangen wird. Zurück im Schloss werden wir die Missverständnisse sicher aufklären. Aber was rette ich? Meine Aufgabe besteht einzig in allein dort drin, die Prinzessin wohlbehalten wieder ins Schloss zu geleiten. Nächster Halt, Berggipfel, bitte alles aussteigen. Sodala. Schönen herzlichen Dank. Gute Reise wünsche ich euch noch. Allerdings dauert es noch eine Weile, bis die Gondelbahn Richtung Alexandria hereintrifft. Wann wird sie dann ankommen? Die wird halt gleich mit unserer Ankunft in Borden hier eintreffen. Mit anderen Worten, das dauert etwa genauso lang wie die Fahrt noch aber. Dort drüber an der Wartehalle kann ich ein bisschen Ausruhe. Dankeschön. Was ist los, Steiner? Prinzessin? Wie oft muss ich noch sagen, dass ihr mich nicht so nennen dürft? Wir haben es endlich gepackt. Wir sind auf alexandrischem Boden. Wir? Ja, dort drüber dann wieder. Wir sind endlich daheim. Aber das Schloss scheint noch nicht in Sicht zu sein. Ich mag das Schloss gleichbedeutend mit ganz Alexandria sei, aber... Ihr haltet mich denn etwa unwissendes kleines Mädel, oder? Aber Euer Exzellenz, wie könnte ich... Na gut, dann lass uns gehen. Und Hauptsache mal wieder salutiert. Da können wir nichts mehr abstaven. Hier offenbar auch nicht. Doch hier. Ah ne, das ist wieder hier. Am Berggipfel bin ich jetzt gerade. Okay. Dann können wir gerade mal gucken. Für sie haben wir derzeit nichts Besseres hier. Hier gibt es auch nichts Besseres gerade. Dito. Aber das Ding können sie auch tragen, von Götterspeise zu lernen. Aber das ist jetzt durchaus wichtiger. Korallering gebe ich jetzt nur ihr erstmal so lang. Gut, der lernt hier. Da kann er noch das Ding tragen. Eisenhelm muss er immer noch fertig lernen. Ja, dann kann er Holzauge lernen, wie ich mal schon gedacht habe. Okay, aber erstmal muss er Dodofu lernen. So, gut. Jetzt bräuchte ich nur noch irgendwo einen Speicherpunkt. So. Das ist also die Wartehalle.
Wir sollten die Erkundung einholen, bevor die Gondelbahn Richtung Alexandria eintrifft, Prinzessin. Hauptsache wieder Prinzessin genannt. So, und dann hier eine Phönixfeder. Du? Heißen der Alexandria immer noch mal aufhalt. Was war denn das? Gondelbahn Richtung Lindblum ist gerade losgefahren. Sie fix, da Post, sie fix. Die Stimme kommt mir doch bekannt vor. Ja, aber ihr könnt es euch auch denken, wer es ist. Trotz allem mag ich hier erstmal speichern. Da habe ich noch was. Ein Brief für mich von Grimo. Danke für die Zustellung, Kupo. Von Grimo an Natsuna. Wenn ich das Unglück von Mary so sehe, deren Liebe nicht erwidert wird, dann wird mir ganz traurig zumute. Hast du schon mal geliebt, Kupo? Ich war noch nie verliebt, Kupo. Aber wenn ich Marys Leid so sehe, dann fürchte ich mich ehrlich gesagt ein bisschen davor. Ich habe Angst vor der Enttäuschung, Kupo. Ich verliebe mich grundsätzlich nicht, Kupo. Das bringt nur Kummer. Nur Kummer. Ja, ist schon was Wahres dran. Dann speichere ich hier erstmal. Und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zur Let's Play Final Fantasy 9 auf Pilzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.